Hallo zusammen, heute geht es um RGB, Rot, Grün und Blau. Das kennst du vielleicht, wenn du dich mit Fotografie oder mit Druck oder Grafik beschäftigst. Rot, Grün und Blau, die drei Farben, aber wir machen heute damit ein Foto. Der Aufbau ist genau gleich wie bei meinem letzten Projekt. Es geht um Wasserspritzer und falls du mein letztes Film noch nicht gesehen hast, tue ich dir es gerne oben verlinken. Ich tue heute nicht viel sagen über Blitze, über Auslöser, über all das. Das findest du im letzten Video. Der einzige Unterschied ist, dass es heute farbig wird. Kameraeinstellungen 160 Sekunden, Blende 8, ISO 160. Mein Blitz ist auf 1/8 Leistung da hinten. Ich habe die Kamera auf Mehrfachbild, so schnell wie möglich. Der Blitz, wenn er nur auf 1/8 Sekunden eingestellt ist, dann ist das kein Problem. Der kann auch mehrfach auslösen und das wird uns helfen, wenn wir da unsere Kunststoff-Eiswürfel nachher in die Schottgläser reingehen und unsere Spirituosen da spritzen. Das süße Zeug finde ich sinnvoller einzusetzen zum Fotografieren, als dass ich es trinken muss. Es ist aus dem Keller und dafür schon alt, also brauchen wir es gescheiter sinnvoll. Ich habe ein sogenanntes Brightfield, ein Hausfeld. Ich habe einen weißen Hintergrund, ebenfalls eine weiße Plexiglasplatte unter meinen Gläsern, damit da wirklich alles schön weiss ist ringsherum, damit die Farben umso mehr zur Geltung kommen. Und eben, den Schnaps trinke ich nicht, sondern ich bin noch im Kaffee, es ist nämlich morgen. Und ja, wir legen doch los. Ich habe die Gläser probiert, möglichst hier in einer Reihe aufzubauen, damit die alle gleich weit weg sind von der Kamera. Auf der Kamera habe ich das Teleobjektiv bei irgendwo etwa 120 mm. Der Grund ist mehr der Abstand, es gibt eine kleine Sauerei hier, es wird spritzen und ich möchte eigentlich auf meiner Linse gerne nicht so klebrige Zeug drauf. Es geht aber eigentlich mit jedem Objektiv einfach ein bisschen aufpassen, dass es nicht nass wird. Die Kamera am besten mit einem Kabel- oder Funkauslöser steuern. Weil hier müssen wir dann arbeiten mit unseren Eiswürfeln und die Kamera ist da hinten, also sonst werden die Arme zu kurz. Oder vielleicht hast du jemanden, der dir hilft, der abdrücken kann, dann muss man einfach gut miteinander reden, dann funktioniert es auch. Ich tue als erstes jetzt einmal ein Testbild machen ohne Blitz, damit ich nachher weiss, damit ich wirklich kein Umgebungslicht drin habe. Das ist mal Bild Nummer 1, machen wir gerade. So, ganz dunkel und jetzt schalten wir mal unseren Blitz dazu. So, dasselbe in grün oder eben rot und blau. Und jetzt sehen wir da, jetzt haben wir eigentlich ein komplett weißes Bild und nur noch die schwarzen Konturen, auf dieser Seite auch noch nicht so super. Da kommt dann auch noch so ein lustiges IKEA Aufbewahrungsböckchen her. Übrigens, die sind sehr praktisch und preiswert. Das stelle ich dann hier noch auf, damit ich von dieser Seite auch noch schön schwarz habe, damit die Kontur von meinem Glas schön sichtbar wird. Das ist der ganz einfache Aufbau. Wie gesagt, wenn du mehr wissen über Funkauslöser, über einen Blitz und all das, dann schau mein letztes Video, den Grundkurs für Splash-Fotografie. Hier geht es jetzt eigentlich um das genau gleiche Prinzip. Nur bringen wir eben Farbe ins Spiel und wir haben nicht nur ein Glas, sondern wir probieren 3. Genau. Ein Problem wird sicher sein, ich kann nicht gleichzeitig 3 Eiswürfel fallen und von jedem ein perfektes Bild machen. Ich werde also jedes Glas einzeln mehrmals fotografieren, bis ich passende Bilder habe und werde die nachher in Photoshop, oder es geht, das ist irgendein Bearbeitungsprogramm, wo man mehrere Ebenen, Bildebenen kann übereinanderlegen kann. Dort werde ich dann eigentlich von jedem Glas das beste Bild nehmen und die dann zu einem Bild zusammenbauen. Darum auch ganz wichtig, mach unbedingt 1-2 Bilder, wenn hier die Unterlage alles noch schön sauber ist, auch die Gläser noch sauber sind und schön gerade stehen.
damit eventuell der Unterteil von diesem Bild kannst brauchen, weil das wird spritzen, das gibt eine Mohrerei. Irgendwann haben wir das. Also, Schritt 1 wird jetzt sein, nachdem ich den ganzen Aufbau gemacht habe, ich werde hier meine Liköre in die Gläser reinfüllen, ein erstes Bild machen mit den vollen Gläsern, schauen, ob die Helligkeit stimmt, je nachdem Korrekturen vornehmen und erst dann wird es dann losgehen mit Action. Viel Spaß beim dabei sein. Ich bin jetzt mit allem parat. Rot, Grün, Blau. Die 3 Gläser sind ready. Das Licht ist alles eingestellt. Was ich jetzt noch mache, ist die Videolampe ausschalten und dann mache ich ein erstes Testbild und schaue mal, ob die Helligkeit stimmt. Auslösen tun wir schon mit dem Fernauslöser. Noch einen Schluck Kaffee, bevor es losgeht. Und ja, schauen wir mal. So, ihr seht selber, viel zu hell noch. Also das heisst, ich muss korrigieren. Ich fange mal gerade an mit der Blitzleistung, die ich ein bisschen runter tue. Wir probieren mal mit 1/16. Und jetzt sehen wir, jetzt wird der Hintergrund schon zu dunkel. Das heisst, wir gehen zurück hier bei der Leistung, wieder ein bisschen rauf. Ich gehe gleich wieder auf 1/8. Mal schnell probieren. Voilà. Das war gerade ein bisschen too much gewesen. Also das Rot ist super. Das Blau ist ein bisschen hell für meinen Geschmack. Aber da tun wir jetzt noch ein bisschen abdunkeln. Voilà. Noch einmal. Schon viel besser. Das Grün ist einfach ein bisschen hell. Vielleicht müssen wir das ein bisschen vornehmen. So. Ich habe noch ein paar kleine Korrekturen gemacht. Und zwar, ich habe ein weißes Papier im Hintergrund genommen, damit ich hinter den Gläsern die Falten von der Softbox sicher nicht sehe, damit die weg sind. Oben, falls es dann zu hoch spritzt, kann ich das sicher korrigieren, aber hinter den Gläsern wird es mühsam. Also das habe ich gemacht. Ich habe den Blitz auf eine Leistung von 1/4 da. Ich habe die ISO wieder auf 200. Alles andere bleibt sich eigentlich gleich. Jetzt tun wir da wieder abschatten, damit wir da nicht erstens nicht Licht irgendwo von außen drin haben. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist auch, die schwarzen Seiten geben wir Kontur ins Glas rein, damit es nicht alles weiß in weiß ist. Die Farbe, das Grün finde ich relativ hell, da müssen wir eventuell mit Lebensmittelfarbe noch nachhelfen. Ich lasse jetzt mal, das kann ich in der Nachbearbeitung dann sicher ein bisschen dunkler machen. Ich probiere mal aus. Genau. Ja, das nächste wird wirklich sein, Eiswürfeln. Jetzt gilt es ein bisschen zu zielen und am richtigen Moment abzudrücken, damit wir da nicht nur eine riesen Sauerei haben, sondern auch noch schöne Bilder. Und ich hoffe, ich treffe die Gläser, damit da am Schluss etwas Spannendes daraus wird. Wünscht mir Glück.
Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann sitzen sie immer noch in der Küche und putzen ihre Likör, ihre Klebrig von der Küchentheke. Aber wir haben es geschafft, ich habe die Sauerei beseitigt und ich bin jetzt da in Lightroom und habe jetzt mal durchgeschaut und gesehen, ich habe wirklich von jedem Glas mindestens ein gutes Bild, zum Teil sogar mehrere. Und ich habe jetzt da mal 3 Bilder ausgelesen, die angewählt und jetzt tue ich da über Bearbeiten. In Photoshop als Ebenen öffnen, tue ich jetzt die 3 Bilder mal auf. Es geht einen Moment, müssen wir heute warten, bis da Photoshop parat ist. Aber es sollte eigentlich nicht ewig gehen. Genau, Bild Nummer 1 ist parat. Grün kommt an. Und wir warten noch auf Blau und da kommt ebenfalls Blau. Und wir haben jetzt die schön als Ebenen übereinander. Was ich als erstes mache, ist, ich tue alle Ebenen auswählen, tue über Bearbeiten, Ebenen automatisch ausrichten, Auto, okay, damit wir wirklich die Gläser schön übereinander haben. So, das sollte eigentlich funktioniert haben. Perfekt. Nachher machen wir da ein Auswahlrechteck und tun da mal ein klein. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen nicht eine feste Grösse, sondern einfach normal. Tun wir da mal alles, was wir nicht brauchen, tun wir da mal abschneiden. Du mal fest das Seitenverhältnis, so gehen wir auf 3:2. Bild freistellen. So. Perfekt. Also, das blaue Bild haben wir da. Nachher machen wir da eine Maske. Genau. Und jetzt haben wir als zweites Bild haben wir das Grüne. Das heisst, wir können jetzt da mit einem schwarzen Pinsel, sollten wir jetzt hier eigentlich theoretisch können, ja, nicht nur theoretisch, sondern praktisch können wir jetzt hier unser grünes Glas frei malen. Wunderbar, dass wir da alle Tröpfchen haben. Absolut perfekt, sehr schön. Da haben wir grün. So, und dann tun wir noch nachher da tun wir jetzt noch das Rote vornehmen. Und zwar machen wir das, indem dass wir hier mal bei dem sicher das Rote freimalen. Komplett, das brauchen wir nämlich näher, so da, also mal die rote Seite führen. So, genau. Voilà, und jetzt machen wir das gleiche noch hier, eine Maske und jetzt gehen wir da wieder in unser rotes Glas rein, malen das da wunderbar rein, über unsere Ebene, ein bisschen kleiner gehen. Perfekt. Wunderbar. So, das brauchen wir eigentlich nicht. Da haben wir noch ein bisschen Tröpfchen. Und jetzt haben wir hier noch etwas, was verdeckt ist, da von unserem nächsten Bild. So haben wir jetzt eigentlich alle Gläser, die wir wollen, rot, grün und blau. Wir können jetzt hier im Himmel oben auch noch den ein oder anderen Eiswürfel auf die genau gleiche Art reinnehmen. Der Hintergrund, ich tue dann den Vordergrund, die 3 Gläser und die Spritzer auswählen, tue den Hintergrund noch schön weiss machen, da hier, die Farben noch anpassen. Und das ist dann unser fertiges Bild. Wie das am Schluss hat ausgesehen, da lasse ich dir jetzt nicht zuschauen, das ist langweilig und geht noch gerade einen Moment, bis das perfekt ist. Aber ich denke, das Prinzip ist klar. Ich hoffe, es hat dir Spass gemacht. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen von dir oder wenn du meinem Kanal folgst. Es kommt sicher noch mehr von solchen Sachen in der nächsten Zeit oder auch wieder ganz etwas anderes.
einfach irgendeine Idee für auszuprobieren, werde ich ganz bestimmt wieder haben. Merci für dabei zu sein, merci für die Unterstützung. Wenn du selber irgendeine tolle Idee hast, irgendetwas, was du findest, das könnte doch der Müller mal machen, schreib es gerne in die Kommentare, vielleicht habe ich mal Lust und mache das und ja, bleib dran, gute Zeit, merci vielmals, ciao.